Erna? Schorsch? Erna, der Baum nadelt. Was? Ach, das gibt's doch nicht, der Baum nadelt. Ja, wann ich das sage, geh halt mal her und guckst dir an. Tatsächlich, du hast recht, Schorsch, der Baum nadelt. Ich werd verrückt. Was machen wir dann jetzt? Kinder, seid doch mal still da hinten. Macht der Musik aus, hört auf mit der Spielerei und kommt her, der Baum nadelt. Ja, guck mal da, geil hier. Na sowas, Papa weiß nicht schon, der Baum nadelt. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit, jetzt mach mich doch nicht völlig verrückt. Ey, Schorsch, was machen wir dann jetzt? Ja, das weiß ich doch nicht, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Baum nadelt. Soll ich mal zum Schmidt, Nuff? Das ist doch ein praktischer Mensch. Ja, mach das, holen oder holen nicht, mach irgendwas, ich weiß es ja selber nicht, Kinder, was eine Aufregung. Aber dass der Baum auch gerade heute nadeln muss. Herr Schmidt! Bitte, was ist denn los, Frau Breitlinger? Ach, Herr Schmidt, entschuldigen Sie die Störung, aber unser Baum nadelt. Was sagen Sie da? Ihr Baum nadelt? Aber das ist doch nicht möglich, das ist ja Frau Breitlinger, um Gottes Willen. Ja, wann ich Ihnen doch sage, der nadelt, können Sie nicht mal runterkommen und sich das angucken? Ja, natürlich, sofort. Kommt mal mit runter, Kinder, bei Breitlingers nadelt der Baum. Abend, Herr Schmidt, jetzt gucken Sie sich das mal an, wie der Baum nadelt. Ja, ich habe schon gehört, das ist ja unglaublich, Kinder. Nun schaut doch mal, wie der Baum nadelt. Herein. Guten Abend, Frau Breitlinger, ich habe gerade im Treppenhaus gehört, dass Sie einen Baum nadelt. Dürfen wir mal gucken kommen? Ja, bitte sehr, Herr Fenner, kommen Sie rein. Darf ich vorstellen, meine Frau, die Kinder, die kennen Sie ja. Das ist meine Schwiegermutter, die ist zu Besuch über die Feiertage von drüben. Angenehm, ich habe aber leider gar keine Zeit. Unser Baum nadelt nämlich. Tatsächlich, der Baum nadelt, das ist so was. Ei, was machen wir dann jetzt, Schorsch? Rufen Sie doch mal den Notdienst an. Ja, da muss man so alt werden, um so was mal zu erleben. Was denn für ein Notdienst? Ich telefoniere schon, Schorsch. Ja, vom Botanischen Institut, die müssten doch mit sowas Bescheid wissen. Hier, Breitlinger, es ist so, dass nämlich bei uns der Baum nadelt. Wie? Na, wenn ich's Ihnen sag, er nadelt. Ja, Rohrbacher Straße 183 bei Breitlinge. Ja, gut, das ist sehr gut. Schorsch, Sie kommen sofort, hat er gesagt. Das hat man selten heutzutage. Nur das ist doch wohl das Mindeste in einer solchen Situation. Ei, liebe Zeit, er nadelt ja immer noch furchtbar. Das ist nicht furchtbar, das ist phänomenal, ist das. Herein! Häusler vom Tageblatt, sagen Sie, stimmt das bei Ihnen, soll der Baum nadeln? Ja, kommen Sie bitte rein, das ist bei uns. Vom Tageblatt, so, bitte, jawohl, das ist unser Baum, der da. Wollen Sie ein Bild knipsen? Kinder, kommt mal her, der Herr will ein Foto machen, wie uns den Baum nadelt. Ist doch mal Achmed drauf? Frau Schmidt, gehen Sie mal bitte ein bisschen zur Seite, das ist unser Baum, wo da nadelt. Na, komm bei mich. Ist es gut so? Ja, wer kommt dann jetzt noch? Ja, der Notdienst vom Botanischen Institut. Professor Dülmen vom Botanischen Institut. Verzeihen Sie, dass ich einen Teil meiner Studenten mitgebracht habe. Aber hier soll ein Baum nadeln, bin ich da richtig informiert? Vollkommen richtig, Herr Professor, das ist unser Baum, wo da nadelt. Breitlinger übrigens mein Name. Der Herr von der Presse hat's übrigens auch schon gesehen. Ja, meine Damen und Herren, dies ist nun ein nadelnder Baum, ein Naturschauspiel, bei dem ich es für richtig gehalten habe, Sie trotz der späten Stunde hierher zu bitten. Der Vorgang ist folgender. Schorsch, soll ich's Fernseher anrufen? Erna, Mädchen, du hast lauter gute Ideen, ja, mach das. Aber unterbrich nicht dauernd der Herr Professor. Dieser Baum, dessen erstaunliche Fähigkeit zum Nadeln uns ja aus der wissenschaftlichen Literatur durchaus bekannt ist. Hier, Breitlinger, ist dort das Fernseher. Ja, weil nämlich, es ist so. Jetzt halten Sie sich immer fest, bei uns nadelt nämlich der Baum. Erna, lass gut sein, ich glaube, eben hat er aufgehört. Was, nadelt er nie mehr? Na, auf einmal.
Das ist richtig, meine Damen und Herren, das Naturschauspiel ist vorüber. Der Baum hat das Nadeln eingestellt. Aber ich bin glücklich, dass wir wenigstens einmal... Ja, da gehen wir doch, wenn's nicht mehr nadelt. Ach, der Baum nadelt nicht mehr. Schade, das war ein Ding, gell, Papa? Ja, selber, dass ich das auf meine alten Tage noch erleben durfte. Auf Wiedersehen und vielen herzlichen Dank. Ein guter Rutsch allerseits. Anna, das war ein Ding, was? Also sowas. Und jetzt gucken dir mal an, wie er so friedlich da steht, wie wenn nix gewesen wäre. Der Baum. Und dabei hat er gerade eben noch genadelt.